Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ich möchte heute mit euch zusammen hier so schöne Rändchen machen für in unserem Junk Journal. Genau, ich habe da so ganze Haufen noch so gestempelte Sachen und Kleberli und selber gemachte Etiketten und Zeug und Sachen. Hui. Die herzigen Zusammensetzteile, die wir mal gemacht haben und so weiter, auf Stöffel gestempeltes Zeug. Und die habe ich jetzt einfach so schön am Rand ein bisschen platziert. Und jetzt möchten wir gerne noch 2 von denen machen. Und ich habe hier schon auf dieser Seite einen ganzen Haufen gemacht. Genau, und dann kann ich euch dann die alle noch einmal zeigen. Da habe ich eben schon ein bisschen vorbereitet, damit wir sehen, was es denn da könnte geben. So. Irgendwie, ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich es anordnen will. Das da muss noch weg. Was hat das? Ah, das. Ja, das kann man dann nachher wieder her tun. So, ich habe einfach ein bisschen von der Farbe her sortiert, was ein bisschen zusammenpassen könnte. Da habe ich aber noch gerade eins, was so noch schön wäre. So. Und die Vögel da nachher drunter. So. Ja, das ist jetzt zwar alles, gerade alles so geschichtet. Das macht auch nichts. Und ich habe hier jetzt noch violette Distress Ink und ich mache alles mit dem violetten Rämli, damit es da noch ganz perfekt in das Journal reinpasst. Ups. Weil ich hier in diesem Journal alles mit dem gleichen Violett geinkt habe. So, ich finde, das passt alles wunderbar zusammen. Diese Sachen lege ich mit dem Tacky Glue rein. Das ist einmal, hey, hallo, da, so ein Rämchen, das wir gestempelt haben. Mit so einem herzigen Käferchen drin. Das sind einfach so winzig kleine Stöffchen, Stofffetzchen, Kaffee gefärbte, die ich drauf gestempelt habe. Ich finde nämlich, man kann das Zeug alles einmal ein bisschen aufbrauchen. Dann kann man nämlich dann wieder einmal Neues machen. Das hier ist auf Etikettenpapier gestempelt. Ah, das ist so. Ja, dann muss das jetzt weg. So. Genau. So A4 Klebeetiketten haben wir auch mal bestempelt. Ui. Und dann zum Teil haben wir es ausgestanzt, so mit den Sissigs in verschiedene Formen. So, dann hätten wir hier noch ein Kleberli. Zack. So, gel habe ich nicht so viel in diesem Journal drin. Aber das hat mir jetzt gedacht, das passt alles so gut. So, und das kann ich an dieser Stelle auch noch gerade zeigen. Die hier, das sind so kleine Täschchen. Die habe ich auch einmal in einem Video gemacht. Da wollte ich eigentlich dann Brennnesseln, getrocknete Brennnesseln zum Räuchern drin aufbewahren. Aber ich habe dann so einige, ich habe ganz viel gemacht. Und habe dann nur die behalten, die wir zum Räuchern am
am besten gefallen haben, also vom Geruch her. Und die anderen habe ich dann wieder ein bisschen ausgesortiert und habe aber die Täschchen jetzt gefunden, die passen so gut in das Journal rein, weil das gleiche Papier ist, wie wir hier zum Teil haben. So, das habe ich jetzt natürlich nicht geginkt. Kann man auch noch ein bisschen. So. Oh ja, sehr herzig. Schön. Darum habe ich dann von diesen Täschchen hier noch ein paar drin geklebt. Ah genau, jetzt haben wir hier das da. Das war hier drin. Mit den Büroklammern tun wir doch das wieder rein. So. Voilà. Und dann irgendwie habe ich mir da noch eins parat gemacht, das ich schon ein bisschen aussortiert habe. Wo steht es da? Hallo? Oder habe ich das jetzt nur geträumt? Oder war es weiter vor? Hallo? Ah, da. Jetzt geht raus. Genau. Da mit dem Federli. Ich habe noch so Federli-Kleberli. Das werde ich jetzt gerne hier auf diese Seite über tun. Ich kann mal schnell alles inken, weil mein Journal jetzt schon wieder so fett geworden ist. Kann ich es hier gar nicht so schön platzieren. Darum mache ich jetzt das einfach an diesem Rand. Lege ich mir es mal her, wie es schön aussehen würde. Und dann kann ich es dann einfach überkleben. Das auch noch. Das hübsche Stöffchen da. So, und dann haben wir das Federli. Jetzt habe ich hier aber noch diese Blümchen und eigentlich würden die doch jetzt auch noch gut aussehen. Irgendwie so. Oh ja, komm her. Das nachher einfach so drüber rein, über das Ganze. Also wenn man das Libellchen noch sehen würde, wäre das schon noch schön. He? So. Briefmarken. Fake-Briefmarken. Zusammensetzen. Oder haben wir noch etwas Besseres? Das gefällt mir ein bisschen besser hier. Aber auch noch ein bisschen violett machen. So. Und dann drüber oder sonst drunter. Was ist besser? Ah, es glänzt so extrem. Das Grün da finde ich nicht so wahnsinnig schön. Vielleicht können wir das gleich ein bisschen verstecken. So. Jetzt ist das Federchen ein bisschen verloren, nicht? Nein, ich glaube so. So ist gut. Das jetzt so auf dieser Seite hin. Genau, probieren wir das einmal. Dann muss ich immer schauen, welche ich zuerst aufklebe, damit es nachher dann stimmt. Da haben wir gesagt, so. Oh, jetzt fehlt hier der Unterteil. So, das ist nämlich noch da. Das war so eine Etikette, die irgendwie für Ordner Rückseite für zum Drucken, zum Ausdrucken. Darum sind die so geteilt gewesen. So, jetzt wäre das so gewesen, ja? So, dass man das Libellchen noch sieht. Und jetzt kann man den nehmen. So.
So. So, nachher das Federli und dann das drauf und dann das drauf. Zeig nochmal. Ja, mit dem können wir auch gerade das Grüne ein bisschen verdecken. Ja, man muss es ja nicht einmal ganz verdecken. So lenkt ja eigentlich, he? Probieren. Probieren geht über Studieren. So, und das Federli. Ah ja. Ja, so ist gut. So, das drauf. Die mache ich mit dem Tacky-Glue. So, dann machen wir doch das noch da drauf. Ui. Dann hat das Zusammensetzchen natürlich auch gerade gut, wenn es auf dem Stoff saugt das natürlich ein bisschen besser an. Weder jetzt da nur auf dem Glatten. So. Voilà. Hey, ich finde es voll herzig. Gefällt mir mega gut. So. Und jetzt habe ich eben noch ganz viel von denen gemacht, aber ich habe gedacht, es ist ja nachher immer das Gleiche. Es ist vielleicht dann ein bisschen langweilig zum Zuschauen. Ich habe mir hier oben alle markiert. Dann können wir die schon mal anschauen. Ich glaube, das erste, das kommt, das ich markiert habe, ist gerade genau nicht, nicht so eins. Das habe ich hier als Täschchen angeklebt. So, könnte man da noch irgendwas reinstecken? Vielleicht nicht das. Das sieht irgendwie komisch aus. Vielleicht, man könnte ja das Vögel drin tun. So, noch ein bisschen Inken. Aber ich habe es einfach auch mit den gleichen Sachen. Das war einfach noch so ein grosses, das ich hatte. Ich dachte, weißt du was, das sieht so hübsch aus. Das nehmen wir doch einfach gerade als Täschchen. So, prima. Dann, next, hätten wir das hier. Mit einer schönen Blume. Und dann, klar, hier neben meinem Lavendelsäckchen hat natürlich die Lavendelstüdeli nicht fehlen. Also Stüdeli, Blümchen, Sträußchen. Gefällt mir super von der Farbe. Hier wären wir wieder ein bisschen eher im Grünlichen drin. Gefällt mir auch mega gut mit dieser Federn. Passt gerade voll gut. Da ist auch wieder so ein Täschchen. Dann hat man hier ein kleines Wild. Das ist ein bisschen viel. Da habe ich noch ein Stückchen Washi-Tape. Und das hier ist so irgendwie Haushaltspapier, das ich bestempelt habe und mit ein bisschen Kaffee gefärbt. So, genau. Das ist das. Und dann, das ist jetzt eher ein bisschen ein langweiliges. Aber ich habe das Gefühl, da könnte man noch irgendwas. Da, ja, ich weiss nicht, etwas Rundes würde jetzt hier noch gut aussehen, aber das habe ich jetzt gerade nicht. Dann, was haben wir? Oh ja, da ist auch eins, das ein bisschen fast überbordet hat, weil wir da noch schön übergegangen sind. Aber es hat mich einfach so gedacht, es passt alles gerade so gut zueinander. Da hat es aber sehr viel gegeben. Und dann hatten wir hier das hier. Das ist auch mit so einem Bilderrämchen gestempelt. Das gefällt mir auch mega gut. Ja. So, und dann, was haben wir da noch?
Da ist noch eins. Da habe ich ziemlich viel noch so drüber reingeginkt. Das ist, weil ich vergessen habe, die einzelnen Teile zu inken. Habe ich nachher einfach so ein bisschen drüber. Dann ist halt gerade die ganze Seite ein bisschen voll geworden. Aber das macht nichts. Ich weiss, ich habe so im Anschluss nachher noch die Blumen drüber da, weil mir das so ein bisschen zu langweilig war. Und ich finde, die macht es gerade noch so richtig etwas her. So, das wäre es gewesen. Mega cool. Oh, ich finde, sie sehen mega hübsch aus. Ja, das Journal ist ja langsam richtig voll. Ja, es wird nicht mehr viele Projekte geben. Es ist ja auch schon Herbst, also tiefer Herbst. Darum muss ich endlich zum Schluss kommen mit dem sommerigen Journal. Aber vielleicht bringt ihr das jetzt in diesen tristen Tagen, jetzt schifft es nämlich schon wieder draussen, noch ein bisschen, ganz kleines bisschen Sommerflair rein, ein bisschen Wärme. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns doch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!